Herzlich willkommen im Namen Gottes, dem Allmächtigen, darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Hey, so schön sind ihr da im Online-Livestream. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen dürfen verbunden sein, dass Gott keine Grenzen kennt, dass wir ein Lieb sind, dass wir keine Zuschauer haben, sondern nur Teilnehmer an dem, was wir heute Morgen dürfen feiern, nämlich eins sein in Jesus Christus. So schön sind ihr da. Ich möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die im Erdgeschoss dabei sind. So schön habt ihr den Weg auf euch genommen, sind ihr da zum Gemeinschaft haben, sind auch ihr willkommen und natürlich alle, die da mit mir im Raum sind. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. So schön. Hey, wir haben ja heute einen spezielleren Gottesdienst, gell? Jeder Gottesdienst ist speziell, jeder Gottesdienst ist schön, weil wir dürfen zusammenkommen im Namen Jesus. Aber heute haben wir ein Privileg, wir haben nämlich einen Gast unter uns, der ja gleich schon ein bisschen mehr sein soll als nur ein Gast. Der Hermann Meier wird heute die Predigt halten. Wir freuen uns sehr fest auf deine Predigt, Hermann, und wir freuen uns darauf, zu hören, was du von Gott für uns bringen heute Morgen. Wer den Hermann übrigens noch ein bisschen genauer kennenlernen will, und wir empfehlen das von Herzen, dass ihr den Hermann besser kennenlernt, weil wir möchten ihn nämlich haben bei uns im Kreuzpunkt. Er soll einer der Pastoren werden, er soll Leitung übernehmen. Morgen am Abend, um 7:30 haben wir ein Online-Interview, wo ihr ihn noch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Also könnt doch den Zoom-Link brauchen, der auf unserer Internetseite ist. Schaltet ein, sind dabei, wenn wir den Hermann noch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr dürft jetzt dann gleich schon eine Predigt hören und geniessen von ihm. Hey, ich habe noch weitere gute Nachrichten. Es hat Nachwuchs gegeben. Die Luisa Weber ist auf die Welt gekommen. Das zweite Kind von der Familie Weber, Manu und Fiona. Wir freuen uns mit euch. Wir feiern das neue Leben. Luisa heisst ja die starke Kriegerin. Was für ein guter Name, gell? Das wollen wir aussprechen über die Luisa, dass sie darf eine starke Kriegerin sein und dass sie darf, ihre Änderung und ihr Leben in dieser Welt als starke Kriegerin leben. Hey, soweit zu den Informationen. Wir wollen jetzt gerade dann einsteigen in die Predigt vom Hermann, ohne gross noch mehr zu sagen. Ich möchte beten und dann darf ich den Hermann nach vorne einladen. Sind ihr bereit für seine Predigt? Macht eure Herzen auf. Ich glaube, Gottes Wort wird heute Morgen fließen. Ich glaube, dass er wird verändern. Ich möchte beten für dich, Hermann. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Ehre und das Privileg, was es ist, in deinem Namen dürfen da sein heute Morgen. Ich glaube, dass dein Wort lebendig und aktiv ist. Dass es ist wie ein zweischneidiges Schwert, das eindringt und Veränderung bringt, wo Veränderung nötig ist. Und das möchte ich glauben für heute Morgen, dass wenn du mit dem Hermann ihn brauchst als dein Werkzeug, dass es verändernd darf sein. Und so möchte ich dich segnen, Hermann, mit dem Heiligen Geist, wo dir seine Worte wie dein Maul legen, auf das du darfst ein Werkzeug sein, das gut liegt in der Hand vom Vater. Amen. Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein kann unter euch. Meine Frau mitgebracht, wir sind zusammen hier. Ich habe schon viel Gutes von euch gehört. Und ich kenne das Gemeindeleitungsteam, wir sind schon fast ein Jahr zusammen, immer wieder mal in Kontakt, viel Gutes gesehen, gehört und auch erlebt. Ihr habt ein reifes Team und ich glaube, dass das, was Gott bei euch angefangen hat, was ganz Wertvolles ist und dass diese wertvolle Investition von Gott in euer persönliches Leben, in euch als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott da weitermachen wird, dass auf dem wirklich aufbauen wird. Ja, schön, dass wir hier zusammen sein können. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet, meine Frau und ich. Wir haben 3 Kinder, seit kurzem 3 Enkel. Und ich denke, das ist ausbaufähig. Es ist schön für uns, als Familie auch zusammen zu sein. Und morgen dann mehr beim Interview. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man so eine Predigt hält, zum ersten Mal an einem Ort, wo man noch nie gepredigt hat, dann denkt man, Gott, die wissen ja schon so viel. Ne? Wie viele Predigten habt ihr schon gehört in eurem Leben?
Ganze Menge. Ne? Und ich muss sagen, ich höre eure Predigten auch gelegentlich, wenn Micha predigen oder Dani oder Sabrina. Und ich muss sagen, ihr habt gute Prediger, ihr hört gute Predigten hier, super. Was braucht ihr noch mehr? Und ich habe so mir Gedanken gemacht, habe gebetet, überlegt und mir kam dieses Thema von Gottes Segen. Kann man vielleicht die Folie sehen? Ich habe folgenden Titel dem gegeben. Der Titel ist ein Cuvée aus Genesis 12. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und durch dich sollen alle Nationen der Erde gesegnet sein. Hier seht ihr den Titel da. Zusammengefasst. Wer von euch will gerne gesegnet sein? Sind doch ein paar, ne? Also ich bin gerne gesegnet und ich muss sagen, Sibylle und ich sitzen manchmal bei uns im Garten und sagen manchmal abends, diese Sommerabend, sagen Mann, wir sind Gott unheimlich dankbar, wir fühlen uns so gesegnet. Jetzt nicht nur gesegnet, weil wir einen Garten haben, sondern gesegnet, weil wir auf unser Leben zurückschauen können und sagen, Mann, Gott hat so viel Gutes getan. Der Segen ist was ganz Wertvolles, Wichtiges, Schönes. Und das ist so das, was ich euch heute vermitteln möchte. Segen ist gut, Segen hat Dynamik und gleichzeitig ist dieser Segen auch Gottes Agenda für diese Zeiten, in der wir leben. Wir reden viel von Corona und manche Leute werden verunsichert. Es gibt allen Grund dazu, mit dem, was momentan global so läuft. Aber glaubt mir, die Gottes Agenda für diese Zeiten, in der wir leben, ist nicht Corona. Gottes Agenda ist das, was er vor 4000 Jahren zu Abraham gesagt hat. Ich segne dich, deine Familie, eine Person. Und weil du gesegnet bist, du musst nicht erst was Gutes tun, keine Vorleistung, weil du gesegnet bist, werde ich durch dich den ganzen Erdkreis segnen. Und das ist die Zukunft und das ist das Endziel auf diesem Globus. Durch eine Person, die gehorsam war, wird Gott alle Volksgruppen auf dieser Erde segnen. Und wir werden gleich noch mehr darüber uns unterhalten, was das heißen wird. Und dann kommt das Ende, Matthäus 24. Wer von euch glaubt, dass Jesus wiederkommt? Die meisten von uns, ne? Ich bin überzeugt, er kommt wieder. Ne? Er war das erste Mal da, er kommt wieder. Und wir wissen auch ganz genau, wann er wiederkommt. Ich weiß es genau. Ich weiß nicht das Datum, aber Matthäus 24, 14 sagt, wenn alle Volksgruppen, nicht Nationen, sondern Volksgruppen auf dieser Erde das Evangelium von Gottes Königsherrschaft gehört haben, dann kommt unser König wieder. Und das ist die Zukunft, mit der wir als Kinder Gottes leben. Das ist das, warum Gott uns hier gelassen hat und auch unsere Bekehrung nicht gleich hochgeholt hat. Dass durch uns der Segen Abrahams weiterfließt zu den Nationen und dass dann alle Volksgruppen die Chance haben, von Jesus zu hören und in jeder Volksgruppe Gemeinden entstehen. Und dann sagt Jesus, es ist vollbracht, habe ich gesagt, und jetzt sehe ich die Frucht und jetzt komme ich wieder. Das ist so die große Idee von Gottes Segen. Der erste Gedanke jetzt, wollen wir lesen kurz den Text, wenn wir kurz die Folie haben vom Text, bitte. Es ist immer wichtig, dass wir selber in das Wort Gottes reinschauen. Das ist der Text aus Genesis 12. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Das ist Gottes Agenda, mit der wir uns heute beschäftigen und in der wir leben. Interessant, der Anfang von der Geschichte war, Abraham, verlass dein Umfeld. Wir können das heute so sagen, verlass das Hamsterrad. Verlass das Denken, was alle Leute haben, was sie im Leben tun müssen. Was alle Leute denken, was wichtig ist. Verlasst dieses Hamsterrad und kommt auf einen neuen Pfad, den Gott selber initiiert hat. Wer ist der Gott, der gesagt hat, ich segne? Wir können jetzt hier 2 Stunden über diesen Gott reden. Die Bibel macht immer wieder mal so ein bisschen das Fenster auf und sagt, da ist ein Gott, in dessen Gegenwart Freude die Fülle ist. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir an einen Gott, in dessen Gegenwart Freude die Fülle ist. Da ist Einheit, da ist Respekt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es geht ihnen gut. Und weil es ihnen gut geht, können sie segnen.
Und über diesen Gott wird auch noch gesagt, um ihn herum sind Engel, die ihn anbeten. Heilig, heilig, heilig bist du. Das heißt, dieser Gott, der vollkommen ist, der perfekt ist, der die Bewunderung von Engeln hat, dieser Gott sagt, Abraham, dich will ich segnen. Dir will ich Gutes tun. Mit dir will ich eine Lawine in Gang setzen, die durch die ganze Geschichte alle Volksgruppen erreichen wird. Und ich habe ein bisschen in der Konkordanz geguckt, wann hat Gott zum ersten Mal gesegnet? Schöpfungsgeschichte. Wisst ihr, wen er zum ersten Mal gesegnet hat? Die Fische und die Vögel. Da gab es noch keinen Adam, da gab es noch keine Eva. Da sagt er, ach, guck mal, die Vögel, sehen die nicht interessant aus? Gefallen euch Vögel? Mit unseren Enkeln schauen wir manchmal und die sind auch fasziniert, wenn sie Störche sehen. Bei uns fliegen die Störche übers Haus, das ist die Kirche in der Nähe und so. Ist faszinierend. Und Gott sagt, ach, das ist so schön, was ich da gemacht habe. Ich segne euch, seid fruchtbar, werdet viele von euch und zu den Fischen. So, das ist das Erste, was Gott gesegnet hat, die Vögel und die Fische. Das zeigt etwas, hat Gott etwas dazu gebraucht? Hat Gott das gemacht, um etwas zum Essen zu haben? Nee, in Gott ist Leben und Gott ist so voll, dass er sagt, das Gute, was in mir ist, das soll weitergehen, das soll fließen, das soll sich vermehren. Und dann der zweite Segenstag war dann, als Adam und Eva da waren und Gott segnete sie. Wozu? Dass sie fruchtbar sein sollen, dass sie sich vermehren sollen, über die Erde herrschen und sich die Tiere untertan machen sollen. Das heißt, Gott spricht etwas aus über sie und sagt, es ist so viel Gutes in mir, es soll weitergehen. Es lohnt sich hier mal kurz nachzugucken, was ist der Ursprung von Segen vom Wort her. Das hebräische Wort für Segen heißt, müsst ihr nicht lernen, heißt Barach. Und die Wurzel dahinter, hinter Barach ist Leben, wenn man das vielleicht kurz zeigen kann. Das hebräische Wort Barach, das heißt eine heilströmenden Kraft weitergeben. Das heißt, wenn Gott segnet, dann ist das nicht nur eine Formalität. Manchmal geht man zur Kindersegnung, dass die halt irgendwo jetzt auch so kirchlich irgendwo drauf sind. Nee, Segen heißt, Gott spricht was aus, Gott gibt eine Energie von sich in die ganze Schöpfung rein. Barach. Und wer von euch Englisch kann, der weiß, blessed heißt God bless you, Gott segne dich, heißt aber auch blessed be the name of the Lord. Und wir segnen nicht den Namen Gottes, sondern wir preisen den Namen Gottes. Und die Engländer verstehen da leichter, blessing heißt segnen und in mir passiert etwas, so wenn ich gesegnet bin, dann ist meine Reaktion blessing. Das heißt, ich preise Gott, weil etwas in mir passiert ist, etwas in mir wurde von Gott berührt, dass ich sage, wow, das habe ich nicht verdient, habe ich nicht selber gemacht, das hat Gott gemacht. Im Griechischen, eulogemo, das heißt so viel wie etwas Gutes aussprechen. Und wenn die Bibel sagt, Gott segne dich, dann heißt es, Gott spricht etwas Gutes über deinem Leben aus. Es ist so, als ob Gott dir eine rote Jacke auf dich legt und dann sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass ich mit dir bin. Und wenn Gott segnet, dann kann das niemand wegnehmen. Abraham wurde von Gott gesegnet. Jakob wurde von Gott gesegnet. Und bei Jakob war es schon ein bisschen tricky. Ne? Er konnte nicht auf den Segen warten. Dann hat er gesagt, okay, ich beschleunige das mal ein bisschen. Mama, helf mir mal ein bisschen, dass wir das nicht Esau die ganze Sache kriegt. Mama, helf mir doch. Ne? Und das ging ein bisschen schief. Aber trotzdem hat Gott seine Geschichte des Segens nicht gestoppt. Auch die Fehler von Abraham konnten Gott nicht stoppen, ihn weiter zu segnen. Ein Mann wie Josef kam ins Gefängnis und das war sehr interessant. Ne? Wenn Gott gute Pläne hat, hat Satan auch manchmal Pläne, die guten göttlichen Pläne zu stoppen oder zu verzögern. Josef kam ins Gefängnis, menschlich gesehen Katastrophe. Aber bevor er ins Gefängnis war als Sklave bei Pontifax, wisst ihr, was Gott mit dem Haus von Pontifax gemacht hat?
er segnete das Haus eines Heiden, eines Götzendieners. Warum? Weil Josef dort war, der Freund Gottes. Und Josef war gesegnet und der Segen ist etwas, wie bei den Fischen und wie bei den Vögeln. Segen multipliziert sich. Segen ist nicht zu stoppen, wenn wir uns dessen bewusst sind. So, Josef war dort im Haus von Pontifax und Gott hat gesagt, Josef, du bist mein Gesegneter. Und Josef hat gesagt, ich bin so gesegnet. Ob ich Sklave bin, ob ich Freier bin, das ist nicht das Thema. Ich gebe den Schlüssel nicht in die Hand von anderen Menschen. Der Schlüssel für meine Zukunft ist in meiner Hand. Ich weiß, ich bin gesegnet. Mein Herz ist voll davon und deshalb werde ich dem Pontifax das Beste geben. Und so kam es dann auch. Der Segen ist nicht zu stoppen. Überall, wo du bist, kannst du ein Segen werden für andere, weil der Segen stärker ist wie das Gegenteil. Das Gegenteil ist Fluch. Können wir kurz das Foto zeigen? Es ist ja schwer, immer so biblische Wahrheiten so abstrakt zu erklären. Ich habe jetzt euch ein Bild mitgebracht, dieses Foto. Schöner Garten. Ich habe mir lange überlegt, wie kann man denn eine Illustration zeigen von Segen? Ich bin ein Mensch, der Natur liebt. Meine Familie auch, wir sind gerne in der Natur. Das ist nicht unser Garten, so groß ist unser nicht. Aber ich habe gedacht, dieser Garten strahlt doch etwas aus. Können wir bei dem Bild bleiben. Ja. Dieser Garten, der strahlt aus Farbe, Kreativität, Fruchtbarkeit, Wohlempfinden. Da kann man sich wohlfühlen. Das ist so eine Art und Weise, wie Gott Segen uns zeigen kann, wie wir Segen empfinden können. Und jetzt will ich dich mal kurz ermutigen, jetzt noch mal 20 Sekunden. Überleg mal kurz, wo Gott dich in diesem Jahr, in deinem Leben am meisten gesegnet hat. Denk mal kurz drüber nach. Es ist hilfreich, es tut uns gut, wenn wir wissen, wo und womit Gott uns gesegnet hat. Denk mal kurz drüber nach. Okay, wer von euch wurde gesegnet? Doch ein paar, ne? Und wie war die Erfahrung des Segens? Hat es in euch etwas Gutes bewirkt? Oder hat es euch traurig gemacht? Was hat der Segen in euch gemacht? Hat euch stumm gemacht, ha? Bitte? Gestärkt, ja. Nach mehr, genau. Gesättigt, genau. Sehr gut. Das sind Dinge, ich denke, wir können ja weitermachen. Ja? Der Segen hinterlässt Spuren in uns, wenn wir die Antenne dafür haben. Das ist so wichtig. Ne? Gott segnet gerne, das ist nicht das Problem. Wenn wir zu wenig gesegnet sind, ist es nicht so, dass Gott sagt, na, ich habe keine Lust, dich zu segnen, war es nicht gut genug. Nee. Gott ist bereit zu segnen. Es ist der Gott, der voller Leben ist, in dessen Gegenwart Freude die Fülle ist. Dieser Gott sagt, ich will segnen. Das ist mein Herzensanliegen. Das ist meine Leidenschaft. Und deshalb lasst uns einfach unsere Antennen weiter öffnen für den Segen Gottes, den er uns geben will. Der bewirkt etwas in uns. Es ist so, wenn wir Kinder haben und unseren Kindern Geschenke machen, oder wir jetzt unseren Enkeln, 2 Jahre demnächst, das macht etwas in ihnen. Und wie fühlen wir uns als Eltern und Großeltern, wenn sie sich darüber freuen, dass wir mit ihnen Spaziergang machen und sie Tiere entdecken oder mit ihnen im Sand spielen? Wir geben Segen. Und wir sehen, die Kinder freuen sich. Und was macht das in uns? Stolze Oma. Stolze Opa. Versteht ihr? Für Gott ist es so wichtig, weil es seine größte Passion ist, zu segnen, von Anfang an der Schöpfer. Und ich sage, ich will segnen. Wo sind Menschen, die bereit sind, das Segen zu empfangen? Wo sind Menschen, die bereit sind, mit dem Segen zu mir zurück zu kommunizieren? Da kommt Himmel auf Erde, da kommt Freude, da kommt Reich Gottes in Bewegung. Da wird Gottes Agenda Realität. Okay. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt.
Gott hat uns sein Bestes gegeben. Damit wir die ganze Segenslinie wirklich in der Tiefe verstehen, die Gott vor 4000 Jahren mit Abraham angefangen hat, müssen wir jetzt diesen Text sehen. Gott hat sein Bestes gegeben aus Galater 3. Durch die Tat von Jesus Christus, sein Tod am Kreuz, hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Das ist interessant. Gott hat Abraham gesegnet. Und wir sehen dann in Genesis 24, Gott segnete Abraham in allem, in allen Lebensbereichen. Er segnete ihn in seinem Beziehung zu Gott, er war ein Freund Gottes, er segnete sein familiäres Umfeld, auch wenn es nicht ohne Probleme gab, aber das Segen war drauf, Isaac kam, er segnete ihn materiell, er hatte so viel Gold, dass er seinen Diener losschicken konnte mit Gold, um für seinen Sohn eine Frau zu bekommen, viele Viecher, Tiere, er war gesegnet. Aber der Kern des Segens ist, dass Gott sagt, ich will das gesamte Paket. Der Segen drückt aus, dass ich ein guter Vater bin. Der Segen drückt aus, dass ich ein Gott bin, in dessen Gegenwart Freude ist. Der Leben spendet, der Leben fließen lassen will. Und deshalb schicke ich meinen Sohn. Und das Beste, was Gott hat, hat er uns gegeben. Und durch Jesus, weil er auf dieser Erde gelebt hat, gehorsam war, gestorben ist, auferstanden ist, zum Vater zurück ist, durch das, was Jesus gemacht hat, ist der Vorhang zerrissen. Und jetzt kommt Gottes Geist auf diese Erde. Wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist wohnt nicht in dir, damit wir Sonntag schöne Lieder singen können, sondern der Heilige Geist wohnt in dir, damit Gott und sein Reich in dir lebt, in dir repräsentiert ist und du damit leben kannst. Das ist Gottes Agenda. Ich will dich segnen. Der Segen kam. Der Segen ist zugänglich für alle von uns, wenn wir aufs Kreuz schauen. Der Segen ist nicht verborgen. Der Segen muss nicht erarbeitet werden. Gottes Segen ist da. Wir haben in unserer Nachbarschaft eine Frau, die ist Rentnerin, kleine Rente. Und sie hätte jetzt sagen können, und sie ist eine gläubige Frau, hat einen Hauskreis, ist wirklich Gott sehr hingegeben. Und sie hätte sagen können, oh, das ist so schwierig, dieses Leben, ich habe so wenig. Aber sie hat gesagt, unser Gott ist ein Gott des Segens. Und es gibt so viele Leute, die haben noch weniger als ich. Gott segne mich, dass ich andere Leute segnen kann. Und wisst ihr, was passiert ist? Ein Bäcker sagt zu ihr, du kannst Mittwoch und Samstag Brot abholen, was übrig ist im Ladenschluss. Und sie fährt hin, hat ein Auto voller Brot. Sie selber hat wahrscheinlich nicht viel Geld, um Lebensmittel in großem Maße zu kaufen, aber ihr Auto ist voller Brot. Und was macht sie damit? Sie hortet es nicht im Garten, sondern sie sagt, hey, ich kenne Leute, in ihrer Nachbarschaft sind Migranten. Sie bringen Migrantenbrot. Sie bringt Freunden. Im halben Dorf bringt sie Brot. Der Segen fließt weiter. Oder sie hat einen Hof. Und weil Menschen wissen, diese Person ist eine Person des Segens. Sie sagen, guck mal Ruth, hier haben wir alte Möbel. Wir wissen, dass du gerne weitergibst. Die sind nicht alt, aber für manche Leute sind sie alt. Sie sind funktionsfähig, noch akzeptabel. Und sie bringen diese Möbel zu Ruth. Und Ruth sagt, danke, ich lasse den Segen fließen. Und Migranten können Wohnungen einrichten zum Beispiel. Das ist so die Dynamik des Segens, wenn unser Herz diese Bereitschaft hat. Gott, das sind so viele Menschen, die du segnen willst. Segne mich, damit ich diese Menschen segnen kann. Und dann sagt Gott nicht, du bist nicht fromm genug. Dann sagt Gott nicht, du bist nicht geistlich genug oder sonst was. Dann sagt Gott, ja, ich bin ein Gott, der gerne segnet. Und ich sehe ein Herz, das bereit ist, Segen zu empfangen, Segen weiterzugeben. Ich segne dich. Stell dich mal vor, diese Region hier, Wettingen und Umgebung, Baden, diese ganze Region hier. Kennt ihr ein paar Leute, die Jesus noch nicht kennen? Wer von euch kennt solche, die Jesus noch nicht kennen? Einige von uns, ne? Okay, stell dir vor, du sagst einfach zu Gott heute, lass mich ein Segen für diese Person sein. Gott segnet gerne. Und ich glaube, wenn wir dieses Gebet sprechen, dann sagt Gott, willst du das wirklich?
Musst du noch mal überlegen. Überleg's nochmal, weil dann fließt das Segen durch dich und dann bekommst du was von Gott. Aber Gott gibt es dir, um das weiterzugeben. So, Gott hat das Beste gegeben. Können wir noch die nächste Folie da sehen, bitte? Einfach, damit wir wissen, wo das Ganze hingeht. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert. Wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Ja, manche sind vielleicht ein bisschen skeptisch mit dieser ganzen Segenstheologie, Prosperity. Das ist nicht meine Botschaft. Ne? Aber meine Botschaft ist, Leute, wenn Gott so gut ist, dass er das Beste, was er hatte, seinen eingeborenen Sohn schon gegeben hat, dann wird er sicher auch alles andere uns geben, was wir wirklich brauchen, um mit ihm erfüllt zu leben, um in ihm sicher zu sein, um von ihm so viel zu haben, dass wir weitergeben können. Und jeder von uns kann weitergeben. Ich kenne die Schweiz noch nicht so gut, ne? Aber Armut ist in der Schweiz nicht das Hauptproblem, vermute ich. Ihr seid von Gott in vielen Dingen gesegnet. Aber Armut ist ja nicht nur ein materielles Problem. Armut gibt es auch in anderen Bereichen, würde ich sagen. Sage ich das richtig? Einsame Leute, alte Leute, die alleine sind, alleinerziehende Frauen, Migranten, die sich schwer tun, hier Beziehungen, Freunde zu finden. Es gibt Möglichkeiten zu segnen. Sibylle und ich haben einen anderen Nachbarn und wir sind oft mit unseren Nachbarn so zusammen. Einer, der ist pensioniert, unser Alter so, und der war früher bei einer Bank angestellt, ne? Filiale. Das heißt, er kennt so viele Leute. Und bei ihm sitzen jeden Tag zwischen 5 und 10 Leute vor dem Haus. Das ist praktisch so der Stammtisch vom Dorf. Ne? Und wir sitzen uns einfach auch manchmal dazu und wir haben sehr gute Gespräche. Du bist doch gläubig. Leben wir jetzt in der Endzeit? Ne? Also Gott macht da Türen auf, wo wir über wesentliche Themen so toll reden können. Wir können Segen sein, weil wir hingehen und sagen, Gott, diese Menschen kennen dich noch nicht. Lass was durch uns weiterfließen. Aber gleichzeitig lernen wir von diesem Mann, von diesem Nachbar. Vor 2 Wochen saßen wir Sonntagabend noch dort, 4, 5 Leute, haben ein Bier getrunken mit ihm und dann fahren 2 Afrikaner vorbei, Migranten. Und er sagt einfach, hey ihr 2, kommt auch zu uns, ne? Wir laden euch ein. Und die 2 auf ihren Fahrrädern, boom, okay, wir kommen auch, ne? Kamen dazu und saßen da mit uns, ein bisschen geplaudert. Wie lange seid ihr schon in Deutschland? 2 Jahre. Wurdet ihr in diesen 2 Jahren einmal von deutschen Menschen eingeladen? Noch nie. Heute zum ersten Mal. Unser Nachbar, der nicht Christ ist, hat die beiden gesegnet. Er hat einen Spot in ihrem Leben getroffen, wo sie nicht erfüllt waren. Versteht ihr, wir können Segen sein auf so viele Art und Weise. Und wir können auch von anderen Menschen lernen. Wir haben das nicht für uns gepachtet. Lasst uns mit offenen Augen, mit offenem Herzen schauen, wo Menschen sind, denen Gott seine Güte und Freundlichkeit durch uns zeigen möchte. Okay, jetzt kommen wir zum 3. und abschließenden Punkt. Und das ist das Spannende, was machen wir mit dem Segen? Was machen wir mit dem Segen? Und ich fange diesen 3. Punkt an mit einer Warnung. Segen kann missbraucht werden. In der Bibel, Salomon war wahrscheinlich mehr gesegnet als alle Menschen auf der Erde. Er war gesegnet an Weisheit. Die Leute kamen aus Afrika, um mit seiner Weisheit zu profitieren. Er war gesegnet in vielen Dingen. Aber der Segen ist ihm zu Kopf gestiegen. Er wusste, dass Gott gesagt hat, hol dir keine Frauen von den heidnischen Götzen. Und was macht er? Ich bin so gesegnet, ich kann tun, was ich will. Ne? Der Segen hat die Gefahr, dass er uns in Unabhängigkeit bringt. Wir sind so gesegnet im christlichen Bereich. Ne? Mein Ministry ist so gut, ich bin so gesegnet. So viele Zeichen, Wunder, große Zahlen und ich kann tun, was ich will. Wie viele sind schon hier gefallen? Segen ist eine gefährliche Sache. Willst du trotzdem noch gesegnet werden? Segen ist das gute Geschenk von Gottes, was Gott uns gibt. Ihr habt vorhin gesagt, es ist etwas positiv Sättigendes, es stärkt, es ermutigt. Und Gott will, dass durch den Segen, den er uns gibt, dass wir immer mehr auf ihn
aufmerksam machen und dass wir sagen, Gott, es kommt von dir und deshalb will ich näher zu dir hin. Deshalb will ich das und das aus meinem Leben raushaben. Es ist Zeitverschwendung, es ist Energieverschwendung. Es geht um den König aller Könige. Es geht darum, Jesus, dem Auferstandenen, nachzufolgen, weil er alle Volksgruppen auf dieser Erde segnen will und deshalb exklusiv mit ihm connected. Was machen wir mit dem Segen? Ich denke, das Erste ist, Gott zu danken. Blessed be the name. God blessed me. This is why I will bless him. Weil Gott mich gesegnet hat, will ich ihn preisen. Und das ist nicht Gemeindeprogramm, das ist nicht Worship-Programm, sondern das ist das, was in der Tiefe unseres Herzens passiert. Und das ist die große Herausforderung. Wir leben in einem Teil der Welt, wo wir so vieles selbstverständlich nehmen. Ja, wir haben das alles und es ist gut, noch ein bisschen Christentum dazu. Und der Segen kann nicht richtig weiterfließen. Wenn wir aber sagen, Mann, was wir hier haben an Wohlstand, an Freiheit, an Respekt, an politischer Stabilität. Danke Gott, was wir haben. Schaut mal, was ihr hier habt. Ihr habt ein tolles Gebäude, ihr habt es toll erweitert, weit gebaut. Ihr habt es nicht geschafft, die Decke höher zu machen, aber damit kann man leben. Ne? Aber vieles andere hat geklappt. Ne? Da kann man sagen, wow, so viel Segen von Gott. Was ihr an Predigten hier hört, Sonntag, Jahr aus, Jahr ein, was ihr in Kleingruppen erlebt, was ihr sonst in Gemeinde erlebt, da ist so viel Segen, der in euch reinfließt. Und ich will euch ermutigen, verbringt mal Zeit mit Gott und dankt für all den Segen, den ihr schon habt. Und lasst mal dann den Heiligen Geist in euer Herz wirken und schaut, was mit eurem Herzen passiert. Dankbarkeit, Psalm 50, ist der Weg, wo ich dir die Rettung zeigen will, wo sich Gnade vermehrt. Wenn wir wirklich Zeit investieren, in dankbar zu sein, dann wird unser Herz sich öffnen, weich machen und sagen, Gott, der Segen ist so gut, gib uns mehr davon. Und dann das Zweite mit dem Segen, also wir sind vorsichtig, das ist nur die Einleitung, ne? Segen kann gefährlich sein, aber erstens, wir nehmen wahr und danken, zweitens, wir lassen ihn weiterfließen. Wie die Frau, von der ich erzählt habe, unsere Nachbarin Ruth, sie lässt fließen. Wenn wir den Segen blockieren, dann missbrauchen wir ihn und der wird nicht besser werden. Ne? Wenn wir sagen, ach, ich habe ja schon so viel Erkenntnis von Gott und mir geht es gut, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe und wir haben schöne Lieder dort und wir haben ein nettes Gebäude, ist ja alles gut. Aber wenn wir da stehen bleiben und nicht verstehen, dass Gott gesagt hat, hey, alle Enden der Welt werden durch dich gesegnet werden, dann kommt nicht das volle Potenzial zur Geltung. Wir haben 17 Jahre in Rumänien gelebt, in unserer Familie, haben verschiedene Gemeinden gegründet, zahlreiche soziale Projekte initiiert und begleitet und sind auch jetzt noch involviert. Wir haben im Herbst eine Reise gemacht in Süden Rumäniens, also nah in der bulgarischen Grenze. Mit die ärmste Gegend. Und unsere Freunde aus Brașov, wo wir gelebt haben, die Pastoren haben gesagt, hey, wir haben dort Zigeunerarbeit kennengelernt, das hat unser Leben verändert. Dann sage ich, warum? Ihr habt schon viel gesehen. Ich habe gesagt, wir waren auf einem Jugendcamp, das haben wir noch nie erlebt in unserem Leben. Ja, was war da anders? Es waren 300 Kids und die Atmosphäre von Respekt in der Romi-Kultur, Atmosphäre von Hilfsbereitschaft in der Romi-Kultur, Einheit, das haben wir noch nie erlebt. Sage ich, wow, das will ich auch kennenlernen. Herbst waren wir dort zubelendig mit den Pastoren zusammen und wir haben die Core Group, die Kerngruppe dieser Arbeit kennengelernt. Und die haben gesagt, dieser Landkreis gibt so viel Armut, so viel zerstörte Familien, so viel Alkoholismus. Gott, da ist ein Mangel an Segen. Segne uns. Und der Segen Gottes kam dann durch Christus zu den Nationen, indem sie einfach Leuten den Weg gezeigt haben zu Jesus. Und wenn ein Mensch anfängt, mit Jesus zu leben, hat er seine Probleme nicht gelöst. Keine Arbeit, die Kinder, keine Hausaufgabenbetreuung, kommen in der Schule nicht weiter. Gott, gib uns mehr Segen. Wir wollen, dass diese Neubekehrten jetzt wachsen in Jüngerschaft. Gott hat ihnen geholfen. Gott, wir sehen die Kinder. Sie gehen nicht jeden Tag in die Schule. Sie bleiben sitzen, weil ihnen jemand hilft. Gott, segne uns, dass wir ein Tageszentrum haben, wo sie nach der Schule kommen,
Essen bekommen und dann Hausaufgaben machen. Gott hat ihnen das gegeben. Und dann sagen sie, wow, Gott, wir sehen, wie Menschen, eine junge Generation verändert wird. Diese Generation wächst heran und hat Hoffnung. Und mittlerweile haben sie in 10 Ortschaften Gemeinden gegründet und in 6 oder 7 davon haben sie solche Tageszentren. Und die Kinder, sie kriegen Essen. Wo kommt das Essen her? Es fällt auch dort nicht vom Himmel. Das heißt, sie haben gesagt, Gott, wir können arbeiten, aber wir haben nichts. Gott segne uns. Irgendwie haben sie es geschafft, Kühe zu kriegen. Mittlerweile 40 Kühe. Und 40 Kühe werden von ein paar Pastoren und Mitarbeitern der Gemeinde versorgt, gemolken, Käse gemacht. Hey, Käse wird zum Teil gegessen, zum Teil verkauft. Die Kinder haben etwas zum Essen in den Tageszentren. Gott segne uns noch mehr. Corona, Lockdown. Wisst ihr, was passiert ist in Corona? Die haben gerade während dieser Zeit Äcker gekriegt, hektarweise. Was haben sie angepflanzt? Erdbeeren, Paprika, Tomaten. Und was machen sie damit? Danke Gott für den Segen. Noch mehr Gemeinden hier, noch mehr Tageszentren hier. Und weil Gott ihr Herz gesehen hat, dass sie den Segen bekommen wollen, damit andere Menschen Jesus kennenlernen, damit die Lebensverhältnisse von anderen Menschen sich verändern und dadurch so sichtbar wird, Gott im Himmel, für ihn ist nicht gleichgültig, wie wir hier leben. Und deshalb sagt Gott, ihr habt was erkannt. Ihr spürt mein Herz. Ich bin ein Gott des Segens. Und ich gebe euch und ich gebe euch und ich gebe euch. Und Gott gibt ihnen. Und ich bin beeindruckt von diesen Leuten. Ich hoffe, dass wir diesen Sommer wieder mal besuchen können. Weil, wisst ihr warum? Das inspiriert mich. Das inspiriert uns, fordert uns heraus. Segen ist eine Herausforderung. Es ist ein Spiegel für mein Leben. Wie gehe ich mit dem Segen um? Und ich glaube, wir hier in Mitteleuropa haben die Chance, dass wir uns weiterentwickeln können. Gott will uns segnen, damit wir noch mehr zum Segen sind und der Segen durch uns zu den Nationen fließt. Zum Schluss noch ein Zitat, das ich vor ein paar Tagen gelesen habe oder gehört habe von einem Pastor, den ich sehr schätze, und das hat mich sehr angesprochen. Können wir die letzte Folie noch sehen, bitte? Die Gesundheit einer lokalen Gemeinde nimmt zu, wenn die Mitglieder den Segen weiterfließen lassen, als nur zu dem Umfeld ihrer natürlichen Reichweite. Starkes Zitat, ha? Herausforderndes Zitat. Die Gesundheit, lass uns nochmal, die Gesundheit einer lokalen Gemeinde nimmt zu, wenn die Mitglieder den Segen weiterfließen lassen, als nur zu dem Umfeld ihrer natürlichen Reichweite. Wow. Ich glaube, ihr wollt eine gesunde Gemeinde sein. Sehe ich das richtig? Ich denke, in vielen Dingen seid ihr schon gesund. Ich sehe Reife, ich sehe Hingabe, aber ich glaube, dass Gott das noch weitergehen will. Und hier bei diesem Zitat, das jemand formuliert hat, diesen Satz, der weltweit unterwegs ist und der viele Gemeinden kennt, untersucht und dient, weil er sagt, in dem Maße, wie wir den Segen fließen lassen, werden wir gesund werden. Und das wünschen wir für uns. Ich würde gerne noch zum Schluss beten mit uns zusammen. Herr Jesus, wir schauen auf zu dir, weil durch dich der Segen Abrahams in unser Leben kam, weil durch dich der Vorhang zerrissen ist und wir freien Zugang haben zum Thron des Vaters, weil wir in dir das beste Geschenk Gottes haben. Jesus, danke in Ewigkeit. Und danke, Herr Jesus, dass du das gemacht hast, damit wir dich kennen und mit dir leben. Ich bete aber auch, dass wir alle, jeder von uns persönlich noch mehr entdeckt, wo sind Menschen, die du segnen möchtest durch uns. Es ist eine Bestimmung auf unserem Leben, dass wir gesegnet sind. Wir können nichts geben, was wir nicht haben. Deshalb segnest du gerne. Und Herr Jesus, wir bitten dich, segne uns, dass dein Segen, dein Wohlwollen, deine heilende, rettende Liebe und Kraft durch uns weiterfließt. Hier in der Region, in unserer Stadt, Familie, Nachbarschaft, wo noch Mangel an Segen da ist, lass ihn weiter fließen durch uns und dann auch in die Nation, dass wir weiter gesund werden. In Jesu Namen. Amen. Hey, was für eine geniale, gewaltige, machtvolle Deklaration ist das Lied, oder? So gut. Wir vertrauen Gott und wir hoffen auf sein Wort, weil wir wissen, ihn kann nichts erschüttern.
Hey, so gut. Ich hoffe, du hast das von ganzem Herzen können singen, aussprechen über dein Leben. Ich hoffe, das ist, wie du in die nächste Woche hinein willst gehen. Dass deine Deklaration ist, ich vertraue Gott. Und ich hoffe auf sein Wort. Weil ich weiss, er hat gesiegt und nichts kann ihn erschüttern. Wie gut. Ich möchte euch das Segen vorlesen aus 1. Mose 12, das Segen, das Gott über Abraham ausgesprochen hat. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinem Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und in dem Namen von dem Gott, der das über Abraham ausgesprochen hat, möchte ich auch über dir Segen aussprechen. Auf das du darfst das Segen weitertragen und dass deine Region, deine Nachbarn, dort wo du bist, dass dort darf Segen fließen. Und so segne ich dich im Namen vom Vater, der dich gut gemacht hat. Ich segne dich im Namen vom Sohn, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, wo in dir lebt. Bist gesegnet, zum ein Segen sein. Amen. Amen. Hey, komm, steigen wir nochmal in den Lobpreis, lass uns nochmal ein Lied miteinander singen.